Assassin's Creed Unity. Die Vergangenheit ist nicht verloren. Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach 3 Jahrzehnten der Forschung haben unsere Ingenieure das modernste biotechnologische Interface geschaffen. Helix ist nun bereit, Ihnen die wichtigsten Momente der Weltgeschichte per Knopfdruck in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Das ist die total immersive Unterhaltung. Die wichtigsten Momente der Weltgeschichte stehen Ihnen nun per Knopfdruck zur Verfügung und kommen zu Ihnen nach Hause. Willkommen bei Helix, wo die Geschichte Ihr Spielplatz ist. Was für eine Eröffnung hier bei Assassin's Creed Unity. Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play dazu. Ja, die Assassin's Creed-Reihe nicht, das hat ja eine seltsame Geschichte miteinander, denn von dem Standpunkt her gesehen habe ich ja bis jetzt eigentlich nur ein Teil Let's Played, und zwar Assassin's Creed 3. Damals noch ein bisschen, ja, so, wie soll ich das klug formulieren? Sagen wir so, noch ein bisschen zurückhaltend, noch nicht so richtig gewusst, ja, wie spielen das genau und so und wie kommentiert das am besten. Doch jetzt bin ich wieder voller Tatendrang und denke mir, so kann es mal richtig losgehen. So, ich bin gerade ein bisschen am Rumsuchen, weil gewisse Charaktere hier, wo man sieht, kennt man bereits aus früheren Assassin's Creed Teilen. Aber scheinbar spielen sie momentan mal den ersten Teil, war, sprich die Tragödie des Jacques de Molay oder Molay, wie auch immer. Jacques de Molay, der letzte der heldenhaften Tempelritter, war ein Mann mit Grundsätzen. Ein großer Geist, von jenen hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Die Einleitung klingt ja schon mal nicht schlecht. Momentan kommt mir ein bisschen vor, als würde ich hier irgendwie ja, einen Film aussuchen, wa? Du hast so, ja, ein Menü halt, Fernsehmenü, oder? Und denkst dir, was gucken wir heute? Und plötzlich, ja, das vielleicht, oder doch eher das. Ah, nee, ist gesperrt, darf noch nicht. Okay, mach erstmal das hier. Immerhin Bewertungen sind 5 Sterne, oder ist das Schwierigkeitsgrad? Na, mal schauen. Stolze Ladezeiten, kann man irgendwie nicht anders sagen. Laden, speichern, laden, speichern. Paris, der 13. Oktober 1307. Da. Ein Freund des Tempels. Florak, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Schon im Kerker verrottet. Ich verstehe es kaum. Ja.
Dämon hat uns verraten. Zieht die Schwerter. Verteidigt den Tempel. Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit. König Philipp geht schneller vor als erwartet. Es sind andere Finger im Spiel. Der Papst? Die Assassinen. Assassinen? Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen. Wir erleben Dämonen. Doch eilt ihr euch, retten wir den Ort. Das muss ich tun. Geht zum Turm. Nehmt Schwert und Buch. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Großmeister. Geht! Und da gehen wir auch schon, was genau vorhabe, keine Ahnung. Ich kämpfe jetzt einfach mal. Ja, schnell ist es zumindest. Aua! Das gerade. Also ein parieren. So. Tja, der hat hinter sich. Nun gut, wo er genau hin muss, ich sehe da gerade sehr wenig, aber scheinbar dorthin. Alles klar. Übrigens, wir spielen hier auf der PlayStation 4 das Spiel und zwar... Die Brücke! Ja. Verdammt! Ich muss irgendwie hinein. Die Frage ist bloß wie. Ja, den Grund erkläre ich später. Momentan haben wir gerne ein bisschen nicht so viel Zeit, wie es aussieht. Und da sind wir schon. Ja, und jetzt, wie geht's weiter? Die Tempelartefakte finden. Okay, also links unten. Gehen jetzt die Tür hier auf. In Deckung gehen wir natürlich eher weniger. Die Frage ist, wie komme ich jetzt da rein, wo ich gerne rein will? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich kann nichts machen. Habe ich auf dem Tisch etwas liegen? Nee, hier unten ist auch nichts. Da ist ein Kerzenleuchter, aber sonst... Tja, wie geht's? Oh, an der Knopfdruck vielleicht? Sollen wir alle durch? Nee, bringt so auch nichts. Das ist sowieso das Falsche, und ganz gut, weil ich sollte vielleicht noch ganz kurz in meinen Optionen die Audiooption einstellen, und zwar haben wir jetzt vielleicht gehört, Musiklautstärke war für einen Effekt vor allem ein bisschen zu laut, denn man hat die Sprache kaum noch gehört. Sprache Deutsch lassen wir, das ist sehr gut. Macht hier mal Effekt, machen wir auf 8 Musik auch, war. Dürfte, glaube ich, ganz gut sein, noch passend, so. Die Tempelartefakte finden, ja, ist natürlich auch bewusst, da muss ich natürlich irgendwie hier rein, aber die Frage ist, wie... Ja, finden, war finden. Muss wohl kaum... Waffe ziehen geht gar nicht. In die Tür aufstoßen, das vermutlich weniger, da habe ich eh nicht, damit ich die Tür... Ne, ich kann ja nichts auswählen. Tja, mal typisch, wenn du an einem Ort nicht weiterkommst, schau dich einfach um, dann geht das schon. Okay, wieso die PlayStation 4 Version? Ganz einfach, ich habe momentan noch ein bisschen Mühe mit dem PC. Das war das eine, und zum anderen, wie ich gesehen habe, andere Assassin's Creed Unity Spiele, die bereits gestartet haben, sprich Let's Plays davon, die werden bereits auf der Xbox One und auf dem PC gezogen. Da dachte ich mir so, als Abwechslung kann ich ja mal die PS4 Version nehmen. Hallo? Ah, öfters X, okay. So, und da sind wir auch schon. Servus, Leute. Das sieht nicht gut aus. Haltet ihn! Hä? Wieso hat er gemacht? Lasst ihn nicht durch! Von wem sprecht ihr? Ist egal. Wir haben es ganz gemütlich, wie es aussieht, wa? Ja, ich habe es nicht gemütlich, von dem her. Oh, nicht so mit mir, Freundchen. Du bleibst ja den Assassinen töten. Ja, eigentlich bin ich eher ein Freund der Assassinen, aber hier scheinbar noch nicht. Oder kommt vielleicht erst noch, keine Ahnung. Wo ist er jetzt? Sag mal, siehst du bitte mal eine Waffe, Kumpel? So geht doch. Okay, kann mit Waffen nicht trennen. Nun gut.
Das will ich auch erstmal wissen. Können wir da direkt runter? Ich hoffe es zumindest. So, versuchen mal das Ganze zu parieren und zuzuschlagen. Und nacheinander schlecht. Jetzt klar, jetzt kommt da fängst an, wie es funktioniert. Das ist dann schlecht, ey. Große Sprüche, nichts dahinter, Kumpel, wa? Wer das macht, der immer so. Aua, was das gerade? Geblendet die Sau, wie kann das bloß wagen? Komm schon, schneller, schneller. Ich hab dich wieder. Und jetzt machen wir langsam hier finito. So ein Schwert will ich aber auch. Sieben Jahre später. Papst Clemens, hört mich an. Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach. Seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpinkt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mit Hilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in zahlreichen Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16 B13 I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe ansehen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll.
Wir warten. Okay. Bin ich mal gespannt, worum es nun schon wieder geht. Speichern, speichern, speichern. Ja, es geht immer schön im Kreis herum. Zehn Minuten später. Ah, okay. Bin wach, bin wach. Versailles, 27. Dezember 1776. Arnaud? Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno, keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Datenbank freigeschaltet. Das Palais de Versailles. Sitzen bleiben? Komm schon. Ah ja, kann ja schon. Ach ja, Kim müssen wir wieder sein, wa? Damals war es noch so schön. Ja, aber da müssen wir am Überlegen, alles genießen und so. Wobei 1776, ob es als Kind schön war, naja. Ja, ich kann ja schon. Mensch, ey. Bleib hier, warte auf mich. Bist so schnell, die Gute. Hä? Ah. Das kann ein Geheimgang, so etwas. Au! Entschuldigung. Denkt nicht im Traum ans Abhauen. Schneller, schneller. Man, wir sind immer die Kleinen. Alle. Ja, alle, komm ja schon. Man, ist der langsam, ey. Ich wette, du klaust keinen. Tu ich doch. Nach in dieser Gruppenzwang, ja. Dieb! Leg ihn zurück! Das war nicht gut. Tipps, was? Unterbrechen Sie den Sichtkontakt, um einen letzten bekannten Aufenthaltsort zu erzeugen. Okay. Du siehst mich nicht, du siehst... Wie kann ich mich eigentlich schon wieder verstecken? Früher ging das mal ganz gut. Momentan habe ich jetzt ein bisschen Probleme, ehrlich gesagt. Aha. Ja, gut, es war nicht wirklich verstecken, war eher davonlaufen. Wobei, so geht's ja auch. Bei der 1 mit der Mauer. Ja, jetzt geht's wieder. Toll, wo ist das Mädchen jetzt? Ah, da. Okay. Das war knapp. Ja, hihi. Das ist der Typ. Halt, verdammt nochmal! Oh oh, nee. Wieso bist du so lahmarschig? So ein Trottel. Ja, ich kann mir schon. Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arnaud. Elise, Ich begleite meinen Vater. genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Hör doch.
keine Bange. Hier drin werden sie uns nie suchen. Es war meine Schuld. Ich habe den Apfel genommen. Mal sehen, wo die hingehen. Das halte ich jetzt für eine schlechte Idee. Egal, ich renne sowieso hinterher. Ja, rausnehmen, was das Mädchen will. Ja, ich kann mir schon. Rennt sowieso voraus. Ich kann ja mehr rennen. Beurteilt Nationen nach dem Charakter ihrer Verbrecher. Vater? Und ihr müsst alle Barbaren. Komm her, Kid. Sofort. Vater? Komm mit, Junge. Arnaud. Arnaud. Sieh mich an. Armer, armer Junge. So früh und auf so eine Art und Weise. Und der endlos lange Wartescreen zerstört diesen Moment. 13 Jahre später. Kannst nicht ehrlich verlieren, also wirst du zum Dieb, du Bastard. Nur die Ruhe, Viktor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Viktor, dann gebe ich dir recht. Doch die Welt ist nicht gerecht. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann. Mach mal halblang. Du tust dir noch weh. Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Hugo, hol die Maréchal. Warte doch mal. Diable. Ich mach schon, Victor. Ja, Diable. Also bitte. Pardon. Alter, ist er schnell. Mann, erwisch doch nie. Die Adler bringen jetzt auch nicht viel. Ah, Moment, jetzt geht's. Oh, wow. Hab gar nicht gesehen. Meine Herren, bitte. Wir können doch über alles reden. Ja, dafür ist es ein bisschen zu spät. Arnaud del Curto? Nee, der nicht. Ein anderer Arnaud. Wo ist denn der jetzt? Mann, ich komm nicht näher. Parkourlauf aufwärts, bitte was? Nein, doch mal. Ein tummer Schmied wie du kann die Uhr vermutlich nicht einmal lesen. Komm hierher und sag das doch mal. Nein. Komm zurück. So, verstecke, das wäre gut. Fliehen, anonym werden, das könnte schwierig werden. Wow, wenn ich so langsam bin gerade. Wie kann ich mich hier bloß verstecken? Übrigens, links unten schon noch mein Name, ist an schlecht. Ah, Hilfe, Alter, was ist denn durch, Leute? Aber irgendwo ein bisschen Stroh zu mir verstecken, irgendwo ein gutes Versteck. Mann! Also doch kein Rahmen, war? Wäre noch viel besser. Ups. Ja, genau, die blauen, das ist an schlecht. Aufgabe abgeschlossen, Brunnen entkommen. So schnell kann es gehen. So. Wir haben es geschafft, in Deckung gehen. Ja. Wie dem auch sei. So, Leute, wir haben es
jetzt endgültig geschafft. Wir müssen aber noch zum Anwesen von De La Serre gehen. Was sie doch genau machen und wie es hier weitergeht bei Assassin's Creed Unity, das noch vieles mehr werden wir erfahren. Aber nicht mehr heute, sondern erst das nächste Mal. Adlerauge. Ja, sehe ich noch nicht sehr viel, aber immerhin die Fähigkeit kann man ganz gut gebrauchen. Ja, wie es weitergeht, wie gesagt, im nächsten Part dann. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Wenn ja, würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, Kommentare wie immer. Und würde man sagen, bis morgen zum nächsten Part. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.